Bonjour, heute präsentieren wir euch das Buch «Ein paar Kilo zu viel, Lima Mike», herauskommt beim SNE. Viel Spaß! Heute schwätzt der Klon. Bonjour, ihr lieben Leser. Ihr kennt mich schon noch aus den anderen Büchern. Aber heute ist nächst eine neue Geschichte. Ich hoffe, dass auch das euch gut gefällt. Lose mir beim Buchstaben K kommen, an den heißt am internationalen Funkalphabet Kilo. Der Mike Lima hat Turnstunde. Hier lebt er schwest schrecklich. Der Sam sagt zu ihm: Bäh, du stinkst, weil du dick bist und immer mehr dick bist. Ihr seht nicht und denkt no. Effektiv, ihr habt recht. Ich kann nicht mehr mit Turnen gehen. Kein Turnunterricht mehr. Daheim zählt hier seinen Eltern, dass den Turnsaal renoviert gehen. So braucht ihr offiziell nicht mehr mit Turnen zu gehen, als eine ältere Frau noch nicht mehr noch. Ein Jahr seht hier seiner Juffer, hier hat seine Turnsache vergessen. 3-mal hat hier sich der Fuß verstaucht. 2-mal hat hier den Bauch weh. Dann ein Jahr Zahnweh, Kopfweh. Ein Jahr könnt ihr zu spät. Ein Jahr erzählt hier hat seine Turnschappe vergessen. Ein Jahr erzählt hier, sein Katz wäre fortgelaufen. Und hier wäre mit den Gedanken nicht dabei gewesen. Und dadurch hat hier den Turnsack vergessen. Ein anderer Jahr, nu je, es scheint zu klappen. Joffa sieht nicht. Bei Joffa ist das allerdings nicht egal. Sie schickt seinen Eltern einen Brief heim, ohne dass der Mike das gewürgt. Am Brief steht: Liebe Madame und Herr Lima, ich mache mir Gedanken über die Behohle von Ihrem Mike. Ihn hat anscheinend gar keine Lust mehr, mit Turnen zu gehen. Das heißt, ihn erfindet alle Woche andere Geschichten. Dabei war hier ein guter Turner. Ich wäre froh, wenn ihr mich könnt anrufen. Der Mike seine Eltern begucken sich und rufen direkt ohne zu zicken der Juffer an. Zusammen müssen sie eine Lösung finden. Aufholen oder zuholen. Der Mike sei beholen als durchaus not zu vollziehen. Er hat sich gar nicht wohl gefühlt, wie der Sam ihm gesagt hat, hier geht stinken, weil hier ein Dick wäre und er immer mehr dick ging. Der Mike hat, seit er 5 Jahre alt ist, eine hormonelle Krankheit. Dadurch hält er viel mehr schnell an Gewicht zu. Es tut bei Mike nicht mit so viel Süßigkeiten essen zu dienen. Es gibt viele Leute, die sich ungesund ernähren, wie zum Beispiel die andauernd Chips tut am Grab haben oder alltag Gummibärchen in der Bank. Eigentlich soll er ja alltag 5 Stücke Obst an oder Gemüse essen. Hier am Buch fand ihr auch ein paar Lützeburger Sprichwörter. Den Appetit könnt über dem Essen. Besser als besser, so die Frau, dann hat sie Tam an der Milch gekocht. Den Apfel fällt nicht weit vom Baum, müsst just den Birge aufholen. Es sollen sich immer in Apfel für den Durst versorgen. Die dummsten Bauern haben die dicksten Krumperen. Wer der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Wenn der Teufel hungrig ist, da frisst er Fleisch. Der gesund ist, soll nicht klauen. Der will Hunde schlecken, darf Bäume nicht fährten. Essen und Trinken hält live als Heil zusammen. Honig auf der Zunge, Gal auf der Lunge. Den Hunger treibt der Wolf aus dem Busch. Hunger ist der beste Koch. Schmertet nicht, es ist in das Dach. Engem Hungrigen ist gut kochen.
Der gern im Maufel hält, muss auch den Mund obdehnen. Von der Zopp wird es schön. Es gibt kein Zopp so warm gies, wie sie gekocht wird. Mit Speck fängt die Mais. Speck und Brot schlugen den Hunger tot. Vom Fasten kriegt Bären Ton. Was die mit trinkt, was die mit durchstrich wird. Wie am Essen, so an der Arbeit. Ein kleiner Quiz. Was ist gesund, was ist ungesund, ein gut froh. Also das ist nicht alles schlecht, was ihn isst, mir wie gesagt, alles am Muss. Wie ist es weitergegangen mit meinem Klima? Hier ist mit seinen Eltern bei einem Ernährungsbüro drin, aber ein kanadoptisch Gang. Hier kriegt ein genaues Programm mitgeteilt, was für ein Nahrungsmittel am besten für hier geeignet sind. Hier macht nur 3-mal die Woche Sport, hier hat er schon viel aufgeholt und es geht ihm gut. Hier fühlt sich topfit. An der Schule hat Joffa mit den Schülern über gesunde Ernährung geschwärzt. Heute sehen wir eine Lebensmittelpyramide mit den Sachen, die den am meisten respektive am meisten soll essen. Essen und Trinken, also auch Plaisir, Leben, Gefühle, Glück, Geselligkeit, Spaß, Kultur. Das ist mehr wie just Kost für zu überleben. Hier am Buch ist auch eine Formel über den Body Mass Index mit einer Tabelle nebendran. Noch ein paar Erklärungen zu den Erstkrankheiten. Lebensmittel sind ein natürlicher und vitaler Bedarf vom Menschen. Aber, was für viele Leute Genuss ist, als für andere Leute puren Horror. Magersucht, Binge-Eating, Essbrechsucht, Bulimie. Ich erkläre ganz kurz, was Magersucht ist. Magersucht, das sind Leute, die essen so wenig wie möglich, haben so just 2 Äpfel am Tag und probieren oft ihren Energieverbrauch durch Bewegung zu erhöhen. Zusätzlich leiden sie an einem verzerrten Körperbild. Beim Binge-Eating leiden die betroffenen Leute regelmäßig unter Essattacken. Sie verlieren dabei vollkommen Kontrolle über das Verhalten. Sie schlingen alles sehr an sich ran und danach fühlen sie sich schlecht. Leute, die in der Bulimie leiden, Essbrechsucht haben meistens Normalgewicht, fährten aber dick zu gehen. Für zu verhindern, dick zu gehen, machen die betroffenen Leute exzessive Sport, holen viel Aufwärmmittel zu sich und machen Regime. Und dadurch kommt der Körper in einen Mangelzustand und es kommt zu Essattacken. Und dann entsteht ein schlechtes Gewissen und da gehen sie brechen. Wenn sie brechen, erleidet der Körper aber viel gesundheitlich Schäden. Wir essen oft Obst auf verschiedene Farben und das ist uns gar nicht so bewusst. Wie wenn ihr mal überlegt, da guckt ihr zum Beispiel Weißfarbe, was tun wir da? Kriecheln, Litschien. An der roter Farbe Hambier, Rotkräschlen, Äpfel, Granatäpfel, Wassermelonen, Erdbeer, Acerola, Spackelter. Dann überlegt doch mal nach die Orangefarbe, Gel, Grün, Mauve, Schwarz und Braunfarbe. Nur das, wenn ihr zusammen kann auf den Markt gehen und da lokal abkaufen. Wo könnt eure Ernährung her? Könnt sie von hier aus dem Land oder aus den Nachbarländern oder geht sie angeflohen und könnt aus mehr weiten Ländern?
Ass sie bio oder chemisch treiert. Wat isse mir? Doriwer kann mal jidreen sech so sen Gedanke machen. Ginnet Alternativen zu Fleisch? Ja, natürlich ginnet Alternativen. Wo könnt Fleisch hier? Fleisch kann ihn auf verschiedene Plätzen direkt beim Bauer oder am Supermarkt kaufen. Wichtig ist, dass ihr verfolgen, wie wo Fleisch hier könnt. Am besten ist es natürlich Biofleisch zu essen. Hier am Buch noch ein paar Erklärungen über vegetarisch Essen, vegan Essen und über Lebensmittelzusatz. Hier ein paar Menüen ohne Fleisch, die kann er gerne haben. Zum Beispiel Grumbre Kichelcher, Nudeln mit Tomatensauce, Nudeln mit Pesto, Knitteln, Palmster, Tofu Nussballercher, Gemüse Zoppen, Saloten, Quiche mit Tomate, gefüllten Tomate, Gemüsestäberchen mit einem Dip aus weißem Joghurtstoff wie Petersilie, Knoblauch, paniert Selleriestücke mit Tomatensauce, Paella mit Gemüse, Omelette, Spiegelé und so weiter. Das könnt ihr dann alles sein gucken. Hier stehen noch ein paar Erklärungen zu den bekannten Wörtern aus der Vollwertküche wie Agar, Gomasio, Mandelmus, Tahin, Tamari, Taka und Weichstehpulver. Dann haben wir auch noch die verschiedenen Food Trends wie Veggie-Centric, wo Gemüse am Mittelpunkt, auf Fleisch oder Fisch als Eiweißlieferant als Beilage sind, oder Infinite Food, unbegrenzt Essen, oder Reuse Food, Wiederverwendung vom Essen, oder Food Pairing, Essenspaarung, oder Hybrid Food, gemischten Essen, Sensual Food, sinnlich Essen mit Genuss, Spiritual Food, geistig Essen eng Verbindung zwischen Lifestyle und religiöser Ethik, oder Clean Eating, propert Essen, frisch unverarbeitet natürliche Lebensmittel, ohne Aromastoffe und Zusatzstoffe. Was doch ganz wichtig ist, dass ihr seine Darmflora gesund hält, das heißt, dass ihr gesund Bakterien zu sich hält, zu Form von Probiotiken, Milchsäurebakterien wie weiße Joghurt oder Sauerkraut oder auch andere Sachen. Hier am Buch ist auch eine Erklärung über Fast Food, schnelles Essen, das sehr präpariert ist für den schnellen Konsum, oder auch über Slow Food, los Essen. Es kann man sich auch mal seinen Gedanken machen, wie viele verschiedene Sorten Gemüse oder Saloten oder Nüsse oder Hülsefrüchte oder Gewürze überhaupt gibt. Wenn ihr das Wort Salz hört, dann kann ihr auch mal überlegen, wie viele Sorten es überhaupt gibt. Hier eine Selektion, zum Beispiel gibt es Jodsalz, Kochsalz, Kräutersalz, Kristallsalz, Himalaya-Salz, rosafarb, Meersalz, Pökelsalz, Siedsalz, Fleur de Sel und Hallenmund. Und weiter geht es mit Lavasalz, Bambussalz, Rauchsalz, Blutsalz, Inkasalz, Wüstesalz, Ursalz, Kräutersalz und Stehsalz. Et soll sich überlegen, was für ein Eier ihr kauft. Es gehen eher von Hänger, die an Käfighaltung gehalten gehen, und es gehen eher von freilaufenden Hänger. Auf den Eier ist ein Stempel drauf. Daraus lässt sich so, von wo die Eier stammen. Bezeichnung 0 heißt Biohaltung und freilaufend Hänger. Bezeichnung 1 heißt Freilandhaltung. Bezeichnung 2 heißt Bodenhaltung. Bezeichnung 3 heißt Käfighaltung. Auf den Eier steht auch eine Aufkürzung vom Land, aus dem die Eier kommen. Quizfroh. Wie seid ihr, dass ein Ei frisch ist? Es hält in ein Pokal mit Wasser, es lädt in ein Ei dran, und wenn es innen bleibt, ist es okay. Wenn es rausgeschwommen kommt, soll ihr es nicht mehr unbedingt essen. Ein Ei darf auch nicht stinken. Zucker ist süß und schmeckt gut. Am Mosegenuss ist das kein Problem. Problematisch wird es allerdings, wenn ihr es zu viel konsumiert.
Et gibt Leute, die zuckerkrank sind. Die sind bei einer Doktorbehandlung, den ihnen ganz genau erklärt, wie nie, was für eine Quantität sie dürfen Zucker konsumieren. Hier auch eine Selektion von allen Sorten, was es gibt. Alles beim Abzählen. Traubenzucker, Fruchtzucker, Milchzucker, Malzzucker, Zuckerros, Agavensirup, Ahornsirup, Kokosblütenzucker, Stevia, Xylit, Yakon, Palmzucker, Rotbananenpulver, Dattelsirup, Honig, Reissirup, Erythrit, Saccharin, Aspartam, Acesulfam, Cyclamat, Taumatin, Rohrzucker, Ribbenzucker. Die hat ja all gut nachgelauscht. Aber dann zählt der Lummel 5 von denen ab. Denkt dran, für all Tag auch genug zu trinken. Hier am Buch auch ein paar flotte Rezepte, wie ein Eiskaffee möchte, ein Smoothie, ein Milkshake oder Eistee. Hier auch ein gutes Rezept von einem Mute-Nüsskoch, den kann besonders gern haben. Auf YouTube besteht auch ein Video mit Papagei Oscar, wo hier weist, wie ein Mute-Nüsskoch möchte. Guckt euch den einfach mal an. Ja, und sogar Tomate-Ketchup kann ich selber machen. Guckt mal hier. Und was besonders gut schmeckt, das sind Tofu, Nussballascher, ein Genuss. Hier eine Auflistung von allen Vitaminen, auf wie weiter sie wichtig sind und auch wohin sie findet. Was besonders wichtig ist, das ist die Hygiene, auch die Hygiene daheim. In unseren Händen wohnen allerlei Mikroorganismen, wie Bakterien, Keimer, Viren. Und für dass der Schlechter nicht so viel an unseren Körper kommen, müssen wir auf eine gute Hygiene achten. Quiz: Wie waschen wir unsere Hände? Wir waschen unsere Hände, wenn wir heimkommen, nachdem wir auf die Toilette waren. Wenn unsere Hände knaschig sind, gebrauchen wir auch einen kleinen Beistoff hier. Ehe wir wollen etwas essen, nachdem wir in Deier gehemelt tun, nachdem wir an die Hand genäht tun oder nachdem wir uns Nuss geputzt tun oder für den Schlafen gehen, nachdem wir auch uns Zähne geputzt tun. An haie paar lichte Spieler für die Bausen und die Wangen. Eine Frage ist zum Beispiel, was für eine Obstsorte gehören zu den Zitrusfrüchten? Also Apfel, Bier, Bananen, Pampelmus, Grapefruit, Erdbeer, Orange, Mandarin oder Zitronen. Dann überlegt mal gut. Und da könnt ihr das Buch umdrehen und du habt dann die Antwort stehen. Was für ein Gemüse ist ein Wandergemüse? Ist es ein Mut oder Salat oder Kabis oder ein Tomat?
Ja, richtig, das ist der Kabus. Voilà, es sind noch ein paar Spieler da dran. Am Buch zum Beispiel kann ich ein paar Stücker Obst, Gemüse an ein Stücker schneiden, an eine Schüssel legen und dann einem Kant da verbinden mit einem Schal. Und dann muss halt schmecken, was das ist. Und für alle richtige Antwort kriegt ihr den Punkt. An denen die meisten Punkte hat, hat er gewonnen, dann kriegt ihr kleine Karte. Hier nach ein weiteres Spiel. Stell ein paar Gläser dahin. An das eine schützt du Wasser, an das andere Milch, an das andere Kaffee, an das andere Tee, an das andere nach Limonade, und dann noch an den anderen Zupp oder was dir gerade so auffällt. Und dann verbindest du einen Kant dann mit einem Schal und loset roden, was an all Glas ist. Den am meisten richtig gedrängster geraten hat, wird gewonnen. Und hier ein ganz flott Quiz über den Sport, und zwar gibt es verschiedene Sportarten gesicht. Ganz, ganz flott. Hier sind eine Reihe Sportarten, und die kann ich dann dem Alphabet noch setzen. Das ist auch ganz interessant, und da kann ich nur noch Sachen dabei erfinden. Überleg mal, wie kann ich sich dann entspannen? Sich an Bett legen, sich an den Schaukelstuhl setzen, auf einer Wiese relax liegen, ein Buch lesen, etwas basteln, etwas malen, telefonieren, an den Busch spazieren gehen, am Garten arbeiten, Blumen pflücken und so weiter. Für den einen bedeutet ruhig zu gehen, für den anderen bedeutet etwas mit seinen Händen zu machen. Was ist es für euch? Hier fand ihr auch eine Reihe von wichtigen Adressen für die Unterstützung für ein übergewichtiges Kind. Ich hoffe, das Buch hat euch gut gefallen. Hier ist dann noch ein Resümee von allen Büchern, die bis bei Luxad rausgekommen sind. Und das eine auch auf Französisch und auf Englisch, das heißt mit dann zu Foxtrot, der Stadt Lützeburg. Dann könnt ihr das dann alles nachlesen. Merci. Delta ist auch beim SNE herausgekommen, Syndicat des Enseignants an der Stadt. Das Flotbuch bei SNE Edition bestellen oder bei Locht. Dann donieren.